Willkommen zurück da bei der Musikbusiness-Bibliothek. Heute sind wir mal wieder auf Reddit unterwegs und schauen uns einen Thread an im Popheads Subreddit, wo wir auch schon ein paar andere Diskussionen mitbekommen haben. Die Diskussion ist ein Zeitchen her, aber da hat jemand eine Frage gestellt, die sehr viele Comments generiert hat schlussendlich. Und zwar, what are some things you've noticed that have disappeared from the music industry that you want back? Also so ein bisschen die Frage in den Raum gestellt, was es für Sachen sind, specific Sounds, Genres oder irgendwie andere Sachen, die es nicht mehr gibt in der Musikindustrie. Und das hat so eine nicht ganz kleine Diskussion ausgelöst auf Reddit. Der Originalautor oder die Autorin von dem Thread hat da noch dazu geschrieben, here are some of mine. Alternative rock, pop, punk desperately needs to return back to prominence. Also Alternative rock, pop, punk, ja, wobei es jetzt wahrscheinlich mittlerweile zum Zeitpunkt, wo das geschrieben worden ist, die Situation vielleicht ein bisschen anders aussehen. Aber jetzt siehst du schon wieder relativ starke Einflüsse auch im Pop-Bereich, je nachdem, in welcher Bubble man halt eher unterwegs ist. We gotta bring physicals back. I miss that experience so much. Tue ich jetzt mal an euch Zuschauer und Zuschauerinnen mitgeben, ob ihr jetzt den physisch euch zurückwünscht oder nicht. Weiss ich jetzt nicht. Vinyl ist immer noch da, ist immer noch sehr strong irgendwie. Streams not counting towards album sales. Either you buy it or it doesn't count. Also in so einer internen Label-Industrierechnung zählen Streams schon auch zu Album-Sales, aber es sind halt so verschiedene Schlüssel. Streaming-Äquivalent nennt man die dann. Es wird dann irgendwie angeschrieben auf Englisch mit Sales, Streaming-Equivalent oder so etwas. Das sind dann wie so umgerechnet Streams, wie viel Album-Sales sie generiert hätten. Aber die Schlüssel aufgrund davon, dass Streaming halt weiter wächst oder die Entwicklung halt auf und runter geht, werden die Schlüssel, also die Konvertierungsschlüssel, auch immer wieder angepasst. Wie viele Streams halt ein Sales, halt eine verkaufte Einheit irgendwie würde darstellen. Und dann ist auch nochmal etwas anderes bei Single-Streams, weil das irgendwie ein bisschen einfacher ist, habe ich persönlich das Gefühl, zum Umkonvertieren und auch ein bisschen fassbarer ist zum Verstehen, als bei Album-Sales, wo es immer noch sehr kompliziert ist, zum überhaupt zu checken. Also es ist halt einfach nicht so fassbar, dass halt x Anzahl Streams ergeben dann so viele Album-Sales oder hätten in einer physischen Welt halt so viele Units ausgelöst. Dann haben dann noch andere User geschrieben, I'd like a younger artist who can create an aura and mystique and had next to no need to be relatable on social media. So ein bisschen die unnahbaren Artists, was es vielleicht nicht mehr so gibt wie früher. Social Media hat das vielleicht ein bisschen aufgebrochen, wer weiß. Gibt aber trotzdem noch, glaube ich, auch heutzutage viele, die sich noch so ein gewisses Mysterium aufbauen um sich selber. Dann löst man das zum Beispiel einfach, indem man mehr einfach Musik released und keine Interviews macht zum Beispiel. Das ist eine von diesen Arten, wenn ihr euch jetzt fragt, wie man ein bisschen ein Mysterium kann bleiben als Artist. Am besten gar keine Interviews machen und dann erst 5-6 Jahre später mal mit den Medien anfangen reden. Auf Social Media allerdings, ja, das mit dem Relatable sein, das verstehe ich schon, dass das natürlich inzwischen auch zu einer riesen Strategie geworden ist. Oder schon seit immer. Ich glaube nicht, dass es etwas Neues ist oder dass es Social Media jetzt erfunden hat, wenn man so spontan darüber nachdenkt. Ich glaube, es hat früher genauso auch die Nachfrage gegeben dafür, ein Artist zu sein, der relatable ist, der näher bei den Leuten ist. Also ich definiere das so relatable, heisst für mich, du bist ein bisschen näher bei den Leuten und mehr so eine Mystik oder eine Aura um dich herum haben. Du bist dann vielleicht eher entfernter von den Leuten so. Also man kann auch beides sein, es muss sich nicht widersprechen, so natürlich. Vielleicht macht man es dann teilweise heutzutage eher mit dem Songinhalt und kann dort, obwohl man vielleicht jetzt jemand wäre, der so ein bisschen eine Distanz hat zu seiner Hörerschaft, indem er vielleicht nicht so viele Interviews macht oder mit den Medien redet oder auf seinem eigenen Social Media nicht so viel macht oder von sich selber preisgeben tut, privat zum Beispiel oder persönlich, kann man es aber dennoch in den Songinhalt machen und textlich. Und dort die meisten Konsumenten verstehen natürlich auch so eine Sprache. Das Mysterium muss sich selber machen, das ist nicht etwas, was sich irgendwie widerspricht für mich. So, man löst es dann einfach auf andere Wege. So. Wenn man jetzt zum Beispiel spontan so einen Verteiler hat von seinen Die-Hard Supporter, irgendwie, wo 500 Leute drin sind und die Kommunikation bekommen andere gar nicht mit über in der Öffentlichkeit. Dort kann man halt auch relatable sein, aber für die breite Öffentlichkeit wäre man dann trotzdem noch so ein Mysterium, sage ich jetzt einmal. Es sei denn, man erfährt jetzt total die Strategie, dass man wirklich so der unnahbare Artist wird sein,
wo so gut wie nichts von sich preisgibt, also schon gar nicht mit den Medien, aber auch nicht mit seinen eigenen Supportern oder Konsumenten irgendwie reden oder Kontakt aufnimmt, gibt es natürlich auch so etwas. Playboi Carti has this down. Lil Uzi Vert did too. They both had highly anticipated albums yet to drop and were relatively ghost on social media. Der Playboi Carti in so einem Fall vielleicht tut selber nicht fest kommunizieren oder du siehst nicht kommunizieren, aber wegen dem wird im Hintergrund, weil er jetzt mit einem Label zusammenarbeitet, in seinem Fall, wird das Label oder die Leute in diesen verschiedenen Offices in diesen jeweiligen Ländern werden trotzdem seine Projekte kommunizieren und mit den Medien reden. Also nur weil er dann vom Artist selber nur gefühlt 2 Posts gesehen von einem International Artist, heisst das nicht, dass im Hintergrund nicht kommuniziert wird oder das Projekt irgendwie einfach so über Nacht magisch 300, 400 Millionen Streams bekommt. Je nachdem, ob dann auch noch Labels dahinter sind, übernehmen die dann auch noch einen grösseren Teil von einer Kommunikation, wenn es dann eher Artists sind, die selber nicht viel dazu machen wollen. Das hat dann alles auch natürlich mit Vertragskonditionen und Prozent im Hintergrund zu tun. Wenn du jetzt aber eher solo unterwegs wärst oder das in seinem Fall so wäre, hypothetisch, würde der grösste Teil von der Kommunikation oder vom Marketing, von deiner eigenen Vermarktung, würdest dann du in so einem Fall machen und dort kommt dann wiederum Songkommunikation ins Spiel oder das eine oder andere, was er da auch schon auf dem Kanal mitbekommen hat. Da schreibt noch einer Remixes, where the entire beat is different, music beef. Lol. Remixes haben nie nachgelassen, haben wir sicher auch schon mal ein paar Episoden dazu gemacht, wo aber der entire Beat different ist als die ganze Musikproduktion, gebe ich fast schon recht, dass das eher selten ist. Aber es geht ja beides. Man sieht auch in der Schweiz beides, dass es gewisse Leute gibt, die vielleicht einfach den Beat 1:1 übernehmen und jemand drauf tun, jemand Neues drauf tun und das dann als Remix betitelt, ist genauso berechtigt. Oder dann einen Produzent engagieren, der dann eine komplett neue Komposition daraus macht oder etwas Neues remixt. Was ich in der Schweiz allerdings noch nicht so gesehen habe in der neuen Generation, ist, dass jemand bestehende Songs nimmt aus seinem Musikkatalog und die neu interpretiert mit einer anderen Person. Also, dass dann einfach der Interpret würdest auswechseln. Du selber, weil es dein Original Song ist, bleibst der Autor oder die Autorin und gibst einfach dem Song jemand anders, um irgendwie ein Cover daraus zu machen oder eine neue Interpretation, wo vielleicht auch die Topline-Melodie vielleicht ein bisschen anders ist. Oder von mir aus auch gleich bleibt so, der Text bleibt gleich, die Topline-Melodie, die ganze Komposition bleibt gleich, aber der Interpret wechselt, also wird es dann trotzdem einfach so eine Art Neuinterpretation. Oder zum Beispiel der Text bleibt 1:1 gleich, aber die Komposition ändert sich, dass man irgendwie aus einem Originalsong einen Piano-Edit macht, wo es halt nur irgendwie akustisch, wo man ein Piano aufgenommen worden ist, aber dass man das auch mit einem anderen Interpret oder einer Interpretin macht. So etwas habe ich noch nicht viel gesehen. Das wäre dann eher so in der Publishing-Ecke, wenn man jetzt selber sich würde als Verlag anschauen und würde so ein bisschen in den Katalog gehen und schauen, okay, welcher von diesen Songs hat schon am besten funktioniert, kann man den Song irgendwie an einer anderen Person nochmal geben, um den neu interpretieren zu lassen. Das passiert in der Dance-Welt sehr, sehr oft, wenn die verstehen so etwas eher als Remix sozusagen. Klar gibt es das offizielle Remix, in Klammern Remix, so wie es die meisten auch da kennen, die zuschauen. Aber genauso kann man es halt von der Verlagsseite, von der Publishing-Perspektive sehen und den Song jemand anderem geben und das ist dann, je nach Definition, ist das halt auch, kann ein Cover daraus werden, eine Neuinterpretation, ein Remix, so, je nachdem, wie man das halt nennt. So. Distinctive and well-designed merch. If you're going to charge like $60 for a poor quality T-Shirt that looks like shit, no thank you. Vielleicht auch ein bisschen subjektiv so, welche Artists gut Designs Merch haben und welche nicht. Wenn ihr ein bisschen meine intuitive, persönliche Meinung wollt wissen, aber ich bin auch nicht die Kundschaft vom meisten Merch, wo man jetzt vielleicht auch da in der Schweiz sieht. So. Was ich nicht so ganz verstanden sind Tracklisting-Merch. So. Vielleicht habe ich die Notiz einfach verpasst damals. Aber so das Tracklisting, dieses Album-Tracklisting auf ein T-Shirt packen, habe ich nie ganz gecheckt, wie das ästhetisch soll schön sein. Oder, also ich bin immer mehr Fan von Merch, wo nicht zu fest branded ist,
dass man als Musikfan sich müsste outen. Wenn es Artists gibt, die so ein Mittelmaß finden zwischen, es ist immer noch dein eigener Artist-Merch, man würde erkennen, dass es zu dir gehört, aber jetzt nicht das letzte Album und alle Songtitel dort, weil das irgendwie teilweise vielleicht ein bisschen zu festes Commitment kann sein für gewisse Konsumenten, die jetzt nicht deine super die-hard-Supporter sind, aber da kann man sich darüber streiten. Der beste Merch wird vielleicht auch logischerweise designt eher für die Die-Hard-Fans und die hätten dann auch nichts dagegen, irgendwie ein ganzes Album-Track-Listing auf dem Rücken zu haben. Wenn man das stylisch machen kann, more power to you, so. Aber ich glaube, das ist alles sehr, sehr Geschmackssache und da müsste man sich vielleicht die Statistiken mal anschauen, was so der bestverkaufteste Merch ist. Jetzt vielleicht auf Schweizer Basis, um ein bisschen herauszufinden, welche Designs am Ende auch gekauft werden. The obvious songs lasting at least 3 minutes and 30 seconds, they still exist but nowhere near what they used to. But also promoting. Most singers I find nowadays act like the albums don't exist the moment they are released. Auch jemand, wo eher, also zum einen Songs, die länger sollten sein, Songlänge, auch etwas, wo man sich darüber streiten kann. Je nachdem, wie dein Hörverhalten ist oder wo du unterwegs bist, in welchen Genres, kann das Bild auch sehr, sehr anders aussehen. Im Pop-Bereich, wenn wir jetzt schauen, die Songlänge von den Top 50 Songs, momentan meistgestreamten Songs auf Spotify, sieht man da 2,33 Nummer 1, 2,36, 2,47, 1,341, 2,55. Also es sind nicht alle am Ende vom Tag 2 Minuten. Es gibt doch auch gewisse Songs, die ein bisschen länger sind als die 2 Minuten, wo man heutzutage so ein bisschen sagt, pauschal, statementmäßig, dass jetzt alle Songs nur noch 2 Minuten sind. Und dann das Zweite, was da angesprochen ist, auch lustigerweise wie oben, promoten. Da wären wir wieder bei Songkommunikation, für die aufpassen auf dem Kanal. Amix, so. Da antwortet jemand auch auf das. They don't treat them as eras anymore. The albums they put out don't define them or aren't a culmination of a certain part of their life. They're just chores. Ist lustig, aber dass da jemand eher als Chores betitelt. Also dass man das Gefühl hat, dass es heutzutage eher so ein bisschen als Hausarbeit, als Hausaufgabe einfach gilt, zu kommunizieren, aber eigentlich hätte man gar keine Lust drauf. So. Ich habe ein bisschen beides gesehen oder mehrere Type of Artists, Leute, die auch gerne irgendwie kreative Songkommunikation selber am Brainstormen sind und auch das nachher ausführen, die Ideen. Aber ich kann durchaus gewisse Musikschaffende verstehen, die nach dem Release irgendwie die ganze Luft draussen ist und man vielleicht sich einfach auf neue Musik wird konzentrieren und dann einfach nicht mehr so viel Energie hat oder vielleicht so der kreative Schmalz, der Hirnschmalz fehlt ein bisschen, um sich auch noch Content-Ideen nachher auszudenken. Ich finde es immer so eine schöne Denkaufgabe, sich einfach ein bisschen vor Augen zu halten, wie viel man dort reingesteckt hat, also in einem Studioprozess, bevor so ein Song entstanden ist oder vielleicht auch ein grösseres Projekt. Und meiner Meinung nach bist du dem wieso auch ein bisschen schuldig, dass du das Song Baby, sage ich jetzt mal, oder das Projekt dort, das entstanden ist, dass du das 2 Wochen nach Release nicht einfach gehen lässt, sondern auch weiterhin etwas mit dem machst und das weiter pflegen tust. Das habe ich immer so ein bisschen eine schöne Perspektive gefunden, wenn es um Songkommunikation geht oder längerfristiges Pushen von einem Projekt. Fewer artists now actually breaking and having long-term careers instead of just a song breaking. Ist auch ein Take, wo man ganz oft hört, also dass weniger Artists breaken, also mit breaken wäre da jetzt auch die Frage, was die Definition ist von jedem selber. Auch dort, ich glaube nicht, dass es so grosse Unterschiede gibt, auch nach wie vor heutzutage gibt es genauso einfach auch New Generation Artists, die trotzdem 5- oder 10-jährige oder sogar noch längere Karrieren anbringen. Und es hat wieso immer beides schon existiert. Gewisse Artists, die irgendwie nach 2 Jahren die Luft draussen ist, je nachdem auch, wie viel Glück du hast, was sonst noch für Faktoren dort reinspielen, die man selber nicht steuern kann als Artist. Im Nachhinein ist es natürlich immer einfach zu sagen als Artist, wenn man jetzt irgendwie eine 10-jährige Karriere oder einen tadellosen Run irgendwie gemacht hat, ist es immer einfach zu sagen, ja schau, ich habe dort, in dem Moment habe ich halt den Move gemacht und das und das, aber es gibt halt dann auch wenig ehrliche Stimmen in so einem Moment, die sagen, dass es auch viele Faktoren gibt, die du nicht selber kontrollieren kannst und die teilweise auch dazu führen, dass du vielleicht eher einen 10-jährigen Run hast, anstatt einen 5-jährigen Run, sage ich mal. Und
eine lange Karriere haben, ist auch immer relativ, weil du kannst auch einen guten Run haben in deiner Nische, wo du bist und wo du dich halt wohlfühlst. Weil es ist relativ einfach, sich halt anzuschauen, ja, die halt dann im Mainstream angekommen sind, dass die so eine richtige Musikkarriere aus dem machen kann. Aber es gibt natürlich in jensten Genres, in jensten Universen, gibt es Leute, die einfach dort einen Run für sich selber machen, wo nichts mit der Popkultur zu tun hat oder so mit populärer Musik. Und die haben wegen dem genauso eine Artist-Karriere. Das ist nicht wegen dem nicht besser oder schlechter. Je nachdem, in welchen Universen du unterwegs bist, sehen halt nachher vielleicht die Anzahl von deiner Hörerschaft ein bisschen anders aus. Aber das ist wegen dem genauso eine wertige Karriere, egal wo du jetzt steckst. So. Coole Texte auf jeden Fall. Ich werde den Thread auch noch verlinken. Da sind ganz, ganz viele andere Comments auch noch entstanden, wo man sich auch selber ein bisschen durchlesen kann. Und haltet sicher Ausschau noch nach anderen Playlists, wo wir den Content so ein bisschen nach Themengebiet unterteilt haben. Das gibt es alles auf der Kanalseite ein bisschen zum Nachschauen. Danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.